Hey dudes. Ladies and gentlemen, we have landed at Darwin, the International Airport of Australia. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. Also ich weiss nicht, ob man es hört. Wir hören schon mega viele Vögel und Tiere, die am Aufwachen sind. Und es schmeckt auch schon richtig nach Australien. Wir sind mega müde, wir sind die ganze Nacht gereist. Wir hatten einen Nachtflug gehabt von Bali hier auf Darwin, im Norden von Australien. Aber es ist so geil, dass wir jetzt hier sind, weil wir haben eigentlich gedacht, dass wir erst viel später im Jahr auf Australien gehen und jetzt sind wir tatsächlich jetzt schon da. Auch wenn nicht für lang. Wir bleiben nur 10 Tage. Und ja, was das wir hier genau vorhaben, das sehen wir jetzt gerade. Na, wer hat es erraten? Genau, es gibt einen Camper. Bevor wir den jetzt aber entgegennehmen können, müssen wir zuerst noch den ganzen Papierkram und so ausfüllen. Lovely. So next, obtaining details from other people driving and witnessing, take those people. Not to accept blame or insist the other parties at fault. Our insurers will decide. Welcome home. This one? Nice. So what I'll do is I'll give you the quick tour of how to use everything on the vehicle. This is just us fully charging your second battery for you last night. Estimate it should last around 24 hours or so. It's mainly got... Es geht endlich los. Ich hoffe, das kommt gut, weil es ist jetzt 8 Monate her, seit ich das letzte Mal in einem Auto gehockt bin, wo ich selber gefahren bin. Nicht nur das, da ist auch alles noch auf der anderen Seite, oder? Also ich hocke rechts, Schalten ist links und alles und so. Als erstes, bevor wir irgendjemand hinfahren, müssen wir jetzt aber zuerst mal posten. So, wir kommen gerade vom Posten. Danke. Bis wir nämlich das nächste Mal wieder hinkommen, wo es irgendwie einen Supermarkt oder so etwas hat. Dann gehen ein paar Tage. Bevor wir aber euch erzählen können, wo es genau hingeht, müssen wir zuerst mal das Zeugs verräumen. Und dann brauchen wir noch kurz einen Powernap, weil wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen und wir nachher mal so ein rechtes Stück fahren. Darum ja, würde ich sagen, wir lassen hier schnell einen Timelapse laufen, damit es etwas schneller geht und dann sehen wir uns nach unserem Powernap wieder. Bis dann. Der Nap hat jetzt gut da, also kurz können erholen. Und jetzt wechseln wir uns einfach ab und fahren, weil wir schon noch ein Stück fahren heute. Und zwar geht es heute in den Kakadu Nationalpark. Da bleiben wir für 3 Nächte. Jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir heil auf dem Campingplatz ankommen. Das wird, glaube ich, auch wieder relativ früh dunkel. Und dass wir noch bevor die Sonne noch unten ist, dort ankommen. Ich glaube, es war ein Krokodil. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir uns hier zuerst mal ein bisschen einrichten, Campingstuhl auspacken, Tisch hin und dann glaube ich, haben wir uns mal etwas Feines zur Nacht verdient. Tetris spielen, wie gesagt.
Guten Morgen zusammen. So, wir sind wieder topfit und freuen uns jetzt den Kakadu-Nationalpark zu entdecken. Wir schulden euch noch eine Antwort. Wir haben noch nicht aufgelöst, warum wir hier sind. Unser Indonesien-Visum ist abgelaufen und darum haben wir ausreisen. Da hat sich die Zusammenarbeit mit Travelers Autobahn ergeben. Jetzt machen wir mit ihnen zusammen hier den Mini-Roadtrip durch das Northern Territory. Und ja, wir können es selber noch nicht glauben, sind wir wirklich da und freuen uns mega, jetzt hier die Gegend zu entdecken. Als erstes gehen wir jetzt baden. Wir wissen zwar, das ist da eher ein bisschen gefährlich, aber es gibt so ein paar Orte, wo man das scheinbar gefahrlos machen kann. Also es ist gefährlich wegen der Krokodil. Genau. Ja, aber es wird eben hier durch den Tag mega heiß, so um die 35 Grad. Und darum suchen wir uns jetzt erstmal ein Platz, wo wir uns wieder ein bisschen auffrischen und abkühlen. Let's go! Wir haben es geschafft. Es war nicht gerade die einfachste Straße zum Fahren. Wir sind irgendwie nur mit 20 dahinter gehöttelt. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die nicht mit einem Four-Wheel-Drive da sind. Der hier ist auch einer, auch von Travelers Autobahn. Aber geil wäre natürlich schon, wenn wir irgendwie so einen hier hätten. Ja, das nächste Mal dann. Jetzt gehen wir hier hinten zum Maguk-Wasserloch. Wir gehen dort ein bisschen baden und nehmen wieder mal meine grosse Kamera mit, damit ich ein bisschen Slow-Motion filmen. Wir gehen jetzt noch schnell auf einen Wasserfall. Dort hat es auch noch so ein paar Pools. Da müssen wir jetzt hier rundherum laufen. Aber ich bin schon mal mega begeistert. Haben wir uns wirklich nicht zu viel versprochen von diesem Nationalpark. Oh wow. Wie seht, dort unten muss man 2 Meter runtertauchen und dafür und erst dann kann man da drauf und sonst kommt man gar nicht raus.